2021 im Winter eigentlich die Direktionsstelle übernommen von Fantoche. Und die grösste Herausforderung war eigentlich, das Genre richtig kennenzulernen. Und dort musste ich mich recht stark hineinarbeiten. Ich musste die Szene kennenlernen, ich musste verstehen, wie es funktioniert. Und dann andere ist natürlich ein Festival übernehmen, das so gross ist, ein Team übernehmen, das gewöhnt ist an eine gewisse Art von Führungsstruktur. Ein Festival kennenlernen, das man noch nicht wirklich gut kennt, aber ich hatte ein gutes Team, das mich unterstützt hat. Auch der Vorstand ist immer hinter mir gestanden. Und ich würde sagen, jetzt im zweiten Jahr merkt man schon, dass das Verständnis und das Wissen schon massiv mehr vorhanden ist als im ersten Jahr. Unser thematischer Schwerpunkt dieses Jahr ist «Punk is not dead». Das Thema war recht lang schon bei mir im Kopf am Gären und ich freue mich sehr, dass ich mit 3 super Kuratorinnen das Programm gestalten durfte. Und es ist wirklich sehr anarchistisch, nonkonform. Es soll der Gesellschaft ein so einen Spiegel vorsetzen und wir wollen es aber auch ein bisschen auf die heutige Zeit testen. Der geografische Fokus ist das ja bei Südkorea. Und zwar habe ich eine koreanische Kuratorin und Verleiherin vor 2-3 Jahren mal kennengelernt. Und wir haben recht gut zusammen connected und haben gefunden, es wäre schön mal zusammen zu arbeiten, weil die koreanische Filmszene eigentlich recht gut zu unserem Profil passt von Fantoche. Wir sind ein Festival, das natürlich für die Schweizer Filmbranche auch extrem wichtig ist, aber nicht nur für die Schweizer, sondern auch für die internationale Filmbranche. Wir haben dieses Jahr «Find a Producer», wo man 1:1 seinen Film präsentieren kann gegenüber Schweizer Produzentinnen. Und dann haben wir natürlich den Industry Day, wo nicht nur national, sondern internationale Szenen profitieren davon. Und das Jahr ist der grosse Fokus auf Serien. Und was wir sonst noch haben, ist eigentlich jeden Tag der Artist Brunch, ausser am Freitag, wo Filmemacherinnen, die einen Film im Wettbewerb haben, über ihren Film reden dürfen. Ich glaube, Fantoche hat sich sehr schön etablieren, auch weltweit. Und es wäre schön, wenn wir die Position, die wir haben, stärken können, indem wir auch noch mal professioneller werden. Aber dann auch natürlich, dass wir immer wieder so viele tolle Besucherinnen haben, tolle Filme bekommen und die Leute uns auch wertschätzen. Und hoffentlich können wir das auch in Zukunft beibehalten.